schönen Tag gewünscht vom Eurobodik zu Ettelbreck. Es geht heute um Brennprogrammen. Ich stelle euch heute 3 Brennprogramme 4, wo ihr könnt auf eine CD, DVD, an einer Blu-ray sowohl Daten, Musik oder auch eher Video brennen. CD und DVD und Blu-ray sind alleine dort gesucht und es gibt ganze Kopf Verwendungsmöglichkeiten dafür. Es gibt auch manche ganze Programme, die Payer sind, die auch bekannt sind. Ich nenne kein Nimhai, aber es gibt auch gute Alternativen, die in der Mitte nicht finden. Und es gibt aber auch Hunderte von verschiedenen Programmen. Und das ist ein bisschen schwierig, sich herauszufinden oder rumzufinden. Da werde ich ein bisschen vorstellen. Dafür und ein kleiner Schwa von den kleinen Tri, die ich gebieten für die Programme durchstellen. Die nächsten aus der Bölle wäre free, so einen typischen Allrounder. Ich weiß nicht, wieder kann downloaden, installieren, und noch dummer da brennen. Den direkte Link aus einem Video zu finden, die ist direkt bei Bölle wäre free, den geht also bei der wäre free Download. Da poppt die Fenster direkt ab, Datei speichern. Ja. Die download das Programm, das dauert ein bisschen, ich pausiere nicht. Et voilà, das Programm ist downgeloadet, zu der Position gedauert. Wir starten den direkt. Wir machen hier ausführen, können heute den Browser ein bisschen mit klein stellen, dann steht die Fenster hier auch nicht. Wir installieren hier auf meinem Fall auf Deutsch. Weiter akzeptieren, muss ich machen, das geht das Ding nicht. Weiter. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, da gebe ich keine Schnelles das machen, weil da können sich immer Programme haben verstoppen, die der dann als kleine Müll haben drin hat. Genau wie wir hier auch, natürlich. Das sind aber auch die einzigen Restriktionen, die der bei mir Programmen hier fand. Und das gilt übrigens für alle Programme, die ich aus dem Internet download und auf ihrem Computer installiert. Ich starte mit dem Programm. Also wir sind ja schon heißt eine Internetseite, die abgeht als einkehre Klappen, klicke mal weg und fertig. Dann hat das Programm also gestartet und da heißt so Kolumnen. Da sind ein paar Tools dran an der rechten Kolumne, wo ihr zum Beispiel könnt ein CD-RW, also ein wiederbeschreibbar CD löschen könnt. Die könnt ihr einfach Informationen nachlesen, weil da wäre CD oder DVD drauf steht. Oder einen Check machen, ob es nach da ist. Die Kategorie ist mehr für so Imagen zu brennen, die da auf ihrer Festplatte aufgespeichert tut, oder eine ISO-Datei zu erstellen oder eine bootable ISO-Datei zu erstellen, zum Beispiel an den Windows-Programmen Rohflip für eine Installation zu machen. Und so weiter. Dann hat er noch die Kategorie von den Audio und Video. Erstellungen. Hier zum Beispiel könnt ihr eine normale Audio-CD brennen, die ihr auch könnt wäre anders lesen, die kein MP3 kann. MP3 aus der Leben aus dem Fraunhofer Institut aus Deutschland Format, was sie da entwickelt haben. Da könnt ihr einfach das Komprimierungsformat hat ungefähr, dem man wieder darstellt, ungefähr auf ein Zehntel. Er hat komprimiert, das heißt, die könnt eine CD nicht 15 bis 17 Liter drauf, sondern in dem Fall eben 10 mehr. Die könnt mit diesem Programm natürlich auch ein DVD brennen, Video, das heißt, die da gestaltet, einfach als DVD-Video machen. Ich weiß nicht, ob es nicht spät, aber auch Blu-ray-Dateien könnt ihr da verschaffen. Da könnt ihr einfach einen normalen Datendisk machen, natürlich könnt ihr Dokumente oder File, weil das so wird, einfach drauf machen. Ein Benutzer definiert Disk könnt ihr erstellen, wie gesagt, ein Boot-CD oder ein DVD, wo ihr Computer beim Start eben verdächtigt, ob ein CD-DVD live lesen geht für ein Programm oder so zu starten. Hier könnt ihr ja Video oder so, ob 2 oder beispielsweise mehr DVD und CD verdelen, wenn sie zu groß sind. Bei diesem Programm, wo ich also Qualitäten gesehen für normale Daten zu speichern oder ein Audio-CD zu machen oder Video. Ich weiß nicht, ich habe als Beispiel zum Beispiel ein MP3-Disk erstellen für Musik. Ihr seht, ich poppt die Fenster auf.
Das ganz einfachen Programm, den so klar ist, dass alle Menschen immer da eins muss gehen. Das findet schon, wo da könnt Musiken oder Dateien untermachen. Schon hier ein bisschen Musik zum brennenden kleinen Ordner genäht. Und du hast ein bisschen Musik, die wählen nicht aus, an 10 Seiten, wenn man dann linke Maustaste rüber. Und das hat so. Und das war es schon. Wir so brennen. Ja? Schon eine CD dran gemäht. Und den brennt mit die CD. Hier sieht was man schaut feststellen, dass dann eben DVD, Programme CD an Blu-ray. Bei den CD muss ich so den CD heißt Compact Disc. Die sind die erste Kehr zu Tokio 1979 auf den Marché gekommen. Haben sich noch präsentiert, die Scheibe 12 cm Durchmesser und hat natürlich als Schallplatte aufgelöst. Seit 1988 konnten die Rohlingen auch schon kaufen. Die gibt es wie gesagt an einer CDR-Version, also nicht vereinkelte beschreiben, wenn ich so will. Und dann noch aber an einer CDR-B-Version, das heißt Rewritable, das heißt Nachrichten beschreiben. Das heißt, die könnt ihr immer beschreiben. Die Lebensdauer von so Scheiben geht zwischen 20 und 50 Jahren gehen. Das ist immer schwer zu sagen, ob das noch richtig ist oder nicht. Meine CD ist halt fertig, schaut sie hier raus. Die sieht hier, dass ein Bild darauf gebrannt ist. Ja. So einfach ist es bei so einem Programm, den es kostet, eine Musik-CD herzustellen. Soviel zu dem. Wir können die Aktion dann hier ausmachen. Und das ist fertig. Also gesehen, wie einfach das man Bödewehr Free MP3 Musik auf eine CD zu brennen. Nicht das Programm hat überall dieselbe gute Eigenschaften. Die einen sind mal an dem anderen Bereich und die anderen dem anderen besser. Denn Bödewehr Free hat heute zum Beispiel nach die Möglichkeit, die ganz interessant ist, für Daten zu erstellen. Das ist auch ganz einfach. Die klickt da drauf, poppt immer dieselbe Fenster ab. Und schon an diesem das Beispiel ein bisschen einfach ein Foto gewesen, die hat auch ausgewählt. Fotoen können auch Dokumente sein oder so, irgendeine Sort von Dateien. Klickt sie da nun, los zu Heilas. An, dann den ich wieder zu machen hat, brennen. So einfach ist das Programm. Dafür wären wir der Wert ihr stehen eben vorzustellen. Noch kurz, was die Image an die ISO-Geschichten belangt, da gibt es natürlich ganz spezielle Programme, die auch frei sind. Stellen wir vielleicht auch nur ein Café, oder das wie zum Beispiel den Image-Burn oder so Sachen. Wie gesagt, den Bödewehr Free sind viele allein halt beim Datendisk, bei den Audio-CDs und auch beim DVD-Video. Zu den DVD kommen wir am zweiten Teil, wie genau. Hier zum Beispiel könnt ihr eine Video-TS-Datei, das heißt, die schon umgewandelt das von einer MP4-Datei oder so, etwas, die just nachbar an den CD oder DVD gebrannt zu gehen, wir können an ihrem Player daheim oder auch am Computer eben gelesen zu gehen. Dann ist wie gesagt nicht eine Spezifikation dafür eben die Sachen angedeelt an die verschiedenen Programme. Hier könnt ihr zum Beispiel die CD oder DVD, die da gemacht wird, belöschen. Ich meine, das natürlich nicht. Sie können ja Informationen nachlesen, was darauf steht und so weiter. Wie gesagt, Datendisk, Audio und eben von fertigen Videodateien existieren, sind halt Qualifikationen, also Qualitäten vom Bödewehr Free. Damit gibt es so ein Wärme am Ende mit diesem ersten Teil von mir brennen. Der Rest kommt am nächsten Teil. Auf einer Platz heiße ich Merci aus dem Euroboutique RMPC-Partner aus dem Norden.